Na. Ja, Schnipsi, wie schaut's denn da aus? Was tust denn du? Mein Herbert, wir sind heute bei die Schmidtkes eingeladen. Ich bin schon ganz dings. Bei was für Schmidtkes? Ja, bei die Schmidtkes. Ja, wo wir in Jesolo kennengelernt haben, geht's. Ah, die Schmidtkes. Ja. Ah, die. Ah, ja, geh weiter. Ja, so eine Überraschung, die haben angerufen. Ja, eben. Du, mach mir mal den Rock hinten zu. Ja, sowas. Die Schmidtkes. Ja. Ja. Wann müssen wir da dort sein? Um 7. Was, um 7? Das ist ja gleich. Sind wir da zum Essen eingeladen? Zum Essen? Ich weiß es nicht. Was heißt, ich weiß es nicht? Ja, weil ich es nicht weiß. Ja, Schnipsi, ich muss mich jetzt auch noch umziehen. Herrschaftszeiten, gibt's jetzt dort was zum Essen oder nicht? Ich habe Mordshunger. Ja, ist halt nur Kleinigkeit, sicherheitshalber. Eine Kleinigkeit? Und wenn's dann nichts gibt, dann nutzt mir eine Kleinigkeit gar nichts. Ich bin ganz sicher, dass die uns irgendwas hinstellt. Ja, Salzstangerl. Sag einmal, Herbert, was passt denn besser zu dem Turban? Die Blusen oder die da? Ich weiß nicht. Schnipsi, da rufst du jetzt noch mal an und fragst, ob wir zum Essen eingeladen sind. Du spinnst doch. Ich kann doch nicht fragen. Frau Schmidtke, sind wir bei Ihnen zum Essen eingeladen? Also. Ja, warum nicht? Ja, stell dir mal vor, wir sind nicht zum Essen eingeladen. Wie peinlich das ist. Ja, dann fragst du halt, gell, Frau Schmidtke, wir sind nicht bei Ihnen zum Essen eingeladen. Ja, das ist doch dasselbe, du Hirsch. Nein, das ist nicht dasselbe, weil damit drücken wir aus, dass wir gar kein Essen erwarten. Weißt du, wir sagen ja nicht, gell, sind wir schon bei Ihnen zum Essen eingeladen, sondern, gell, wir sind nicht eingeladen. Was hast denn du auf dem Kopf? Was? Das habe ich mir halt extra gekauft. Kauft, geh weiter. Ja. Was ist denn? Die Verkäuferin hat gesagt, dass ich ein ausgesprochenes Turbangesicht habe. Turbangesicht? Ja. Das ist wieder typisch Verkäufer. Wenn du einen Kühlschrank verkaufen wollen, dann hast du ein ausgesprochenes Kühlschrankgesicht. Wenn du Unterhosen verkaufen wollen, dann hast du ein ideales Unterhosengesicht. Der Unterhosengesicht Schmarrer. Du, jetzt, was hat denn die Schmidtke gesagt, wie es angerufen hat? Sie hat gesagt, guten Tag, meine Liebe. Wie geht es Ihnen immer so? Ich muss immer wieder an die reizenden Abende in Jesolo mit Ihnen denken. Vom Essen, was vom Essen gesagt hat. Ja, nix. Das ist wieder typisch. Da wird den ganzen Nachmittag geratscht und das Wichtigste, das fällt unter den Tisch. Also Herbert, ich finde, der Turban streckt mich. Hm? Ja, obenrum vielleicht, aber untenrum schaust du ja dadurch noch gestumperter aus, als wie du eh schon bist. Ich muss halt noch hohe Schuhe anziehen, dann stimmen die Proportionen wieder. Wo ist denn der andere? Da hint. Ja, du, wenn ich uns ein paar Brote mit Streichkaschmir und die nehmen wir mit, ha? Und dann machen wir bei den Schmidtkes im Wohnzimmer ein Picknick, freilich. Na, wenn's nichts gibt, dann gehen wir dort abwechselnd aufs Klo und essen's da. Auf dem Klo? Ja. Ich brauche ein Bier dazu. Ohne Bier bringe ich überhaupt nichts an. Ja, ich kann uns ja noch ein paar Flaschen einpacken. Und wo willst du die rein tun? Ja, in meine Einkaufstaschen. Freilich. Und dann gehen wir abwechselnd mit der Einkaufstaschen aufs Klo. Na, Schnipsi, da rufen wir jetzt an und schaffen Klarheit. Ich bin ganz sicher, dass die Schmidtke irgendwas Schönes für uns kocht jetzt. Irgendwas Schönes. Wer weiß, was die für einen Geschmack haben. Hey, Herbert, wir sind bei die Schmidtkes eingeladen und nicht im afrikanischen Busch. Apropos, die Schmidtke, das ist doch eine Sudetendeutsche, oder? Ja. Wer weiß, was die für Spezialitäten haben. Was? Hernach gibt's da Innereien, Hirn oder Nieren oder Kutteln. Ja, pfui Teufel. Gehen wir. Ja, schafft, jetzt schlipp doch nicht zu dieser Furchtbar. Da rufen wir jetzt sofort an, das machen wir ganz diplomatisch. Schmidtke. Weißt du, da sagen wir, dass wir ein bisschen später kommen, weil du für mich noch was kochen musst, weil ich den ganzen Tag in der Arbeit war und deswegen jetzt einen Mordshunger hab. Und dann sagt nämlich sie, aber nein, Frau Haberkorn, Sie brauchen nichts kochen, weil bei uns gibt's ja halt dies und jenes und schon wissen wir, was gibt. Schlau, hä? So machst du das jetzt. Was? Frau Schmidtke, ja, ich bin's. Ja, nein, wir sagen nicht ab, ganz im Gegenteil. Es ist nur so, weil ich noch was kochen muss für meinen Mann, weil er immer so einen Hunger hat nach der Arbeit, gellens? Und jetzt... Was? Zum Essen sind wir bei Ihnen eingeladen, aber das hättest du gar nicht braucht, Frau Schmidtke. Frag sie mal, was es gibt. Was?
was es zum Essen gibt. Was gibt's denn Feines, Frau Schmidtke, wenn ich fragen darf? Ah, ja. Was denn? Wir sollen uns überraschen lassen. Auwe. Bestimmt eine wunderbare Spezialität aus Ihrer sudetendeutschen Heimat, gell, Frau Schmidtke? Sag, ich darf nicht alles essen. Es ist nämlich so, weil mein Mann nicht alles essen darf, wissen Sie, Frau Schmidtke. Ja, ja, sie sagt, es wird dir schon schmecken. Auwe. Das ist mein Mann, weil der hat so Schmerzen, wissen Sie. Genau. Du sagst, dass ich eine furchtbare Magenverstimmung habe und deswegen nicht alles essen darf. Weil er hat's halt mit dem Magen, wissen Sie, Frau Schmidtke. Und darum müsste man schon wissen, was es gibt, weil sonst hätte ich gar nicht so aufdringlich fragen, Frau Schmidtke. Was? Nein, Frau Schmidtke, das braucht's doch nicht. Nein. Ja gut, wenn's unbedingt meinen. Ja gut, dann. Ja, wir freuen uns auch. Bis gleich, Frau Schmidtke. Tschüss. Tschüss. Und? Was gibt's? Ein Schweinshaxen. Ein Schweinshaxen? Mhm. Und Knödel und Blaukraut. Knödel und Blaukraut? Ja. Ja, wunderbar. Und für die kocht's eine Schleimsuppen.